Ah, nee, dann brauchst du schon. Der Gruppe ein Foto machen. Ja, Oh, schön, ja, genau. Hallo! Wir hatten uns schon. Ja, heute jetzt sehe ich wieder besser aus. Ach, wie schön. Hallo. Schön erklärt, du alle. Noch einmal. Ja, aber das machen wir gleich. Das kennen wir. Ich will es jetzt so lange her. Toll. Werde ich nicht vergessen. Ja, sehr schön. Schön, dass Sie mit dabei sind. Dankeschön. Danke. Gut, ich glaube, wollen wir jetzt das Foto? Wo ist die? Ja, dann machst du jetzt mal das. Corona, warte mal. Ja. Dann könnten wir jetzt das Dreierfoto noch machen. Dann können alle schon mal reingehen. Ja. Gut, ich sehe nicht. Da hinten? Ja? Ach, da hinten. Dann könnten wir jetzt Ihr offizielles Foto machen? Jo, Ja? mit dem Herrn Kitzel. Genau, der ist da. Wunderbar, das wäre schön. Wir nehmen ihn in welche Richtung wollen Sie das? Ja, wo es nicht so dunkel ist. Ja, wir nehmen ihn in die Mitte. Der Schneider. Der Bildschneider. Warum muss ihr das abschneiden? Wieso schneiden Sie uns ab? Gut. Warte Meine mal. Frau übrigens. Ohne sie geht das gar nicht alles. So, Ah, hallo. Hallo. Freut mich. Ja. Dankeschön. Sind wir auch. Da fehlen sogar manchmal die Worte ein bisschen für. Genau. Ganze Familie. Ja. Glückwunsch zu so einem tollen Vater. Ja, das stimmt. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Das Ich will auch mal hier. vorstellen. Hallo, ich bin Herr Balthasar, ich bin der Sohn. Und er ist der Das zweite. ist der zweite. Das ist der Sohn Und er ist der zweite Sohn. Ganze Familie. Ja. Ja. So, also Sie wohnen in einer wohnt in Berlin. Genau, ich wohne in Berlin-Lichtenberg, okay. genau. Okay. Na, da kann jemand Kurze Anreise. Großes Familienfest. Ja, das stimmt. Ja, schau, dass die Familie machen. Ja. Gut, ich glaube, dann können wir reingehen. Ne? Kurz die Musik. Ja. Ja.
Sehr geehrter Professor Kieselhahn, lieber Jan, sehr geehrte Mona Kieselhahn, liebe Mona, sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin Muhterin Aras, liebe Muhterin, sehr geehrte Ministerinnen, Exzellenzen, liebe Gäste, herzlichen Dank stellvertretend Rüdi Hochflieg an die Vertretung des Landes Baden-Württemberg, dass wir heute hier in eurem wunderschönen Gebäude zusammenkommen können. An diesem Tag, der ein ganz besonderer Tag ist für sehr, sehr viele Menschen hier im Raum. Heute ist nämlich das kurdische Neujahrsfest. In diesem Sinne allen ein frohes Nowruz. Eine Frau fährt in einem Bus. Staubige Straßen, es ist heiß. Sie stillt ihr Baby. Kaum sichtbar für die Mitreisenden, doch das Gebiet, durch das sie fährt, wird vom IS kontrolliert. Sie ziehen die Frau plötzlich aus dem Bus und schreien sie an. Wie kannst du dich so schändlich verhalten, brüllen sie. Zur Strafe schlagen sie der Mutter die Hand ab. Es sind furchtbare Geschichten wie diese, lieber Jan Iljan Kieselhahn, die du zu Hunderten, zu Tausenden von deinen Patientinnen und Patienten erfahren hast. Geschichten des Terrors, der Vergewaltigung, der Verschleppung, der Folter, die man kaum ertragen kann, wenn sie man hört. Geschichten, Erlebnisse, die du erträgst, die du aber vor allen Dingen weiterträgst. Du hilfst den Opfern nicht nur, das Grauen und den Schmerz zu ertragen, du hilfst ihnen, sich selbst in eine bessere Zukunft irgendwann tragen zu können. Sich vom Gift der Täter nicht lähmen zu lassen. Von Opfern zu Überlebenden zu werden, und einige von ihnen sind heute hier. Ihnen auch ein ganz besonderes Willkommen und danke, dass Sie an diesem besonderen Tag mit dabei sind. Die Frau aus dem Bus konnte fliehen vor den IS-Schergen. Lieber Jan, du hast berichtet, dass sie mit ihrem Kind in einem Flüchtlingscamp unterkommen konnte. Verstümmelt aus einem einzigen Grund, weil sie, wie jeder Mutter, ihr Kind versorgen wollte. In dem Camp erhielt die Frau Schutz. Und was sie dort auch erhielt, das war therapeutische Hilfe. Durch Masterstudierende, die am Institut für Psychotherapie und Psychotraumatologie der Universität Dohuk ausgebildet wurden. An einem Institut, das du persönlich gegründet hast. Um den Frauen zu helfen, den Schmerz zu ertragen, sich zu tragen, ihre Kinder weiterzutragen. Vorangegangen war dem das Bundesaufnahmeprogramm, beziehungsweise noch ein Schritt vorher, eine Aktion, und wir haben gerade mit einigen im Vorraum darüber gesprochen, die heutzutage kaum mehr vorstellbar ist, dass ein Bundesland, Baden-Württemberg, sich auf den Weg macht und im wahrsten Sinne des Wortes auf den Weg macht, um Menschen vor einem Völkermord zu bewahren. Auch durch deine Expertise, deine langjährige Expertise vorher in Baden-Württemberg. Habt ihr ein Team zusammengestellt, und ich kann da jetzt nicht in Tiefe drauf eingehen, da lohnt ein ganzes Buch drüber, und habt gesagt, wir helfen. Mit Hubschraubern reingeflogen, mit Beamten aus dem Land Baden-Württemberg. Theresia Schopper ist auch hier heute, und habt was getan, was eigentlich unglaublich ist, erst recht in der Politik, in Bürokratie und Verwaltung. Und es hat gebaut auch auf deiner Expertise. Du warst derjenige, der nicht nur vor Ort diese furchtbaren Dinge mit ansehen musste, sondern dann auch durch deine interkulturelle Kompetenz in den ersten Sekunden, Stunden, Tagen, Monaten eben die Hilfe aufbauen konntest, die es brauchte, und Frauen, Kinder gerettet hast. Mit deinem Engagement, lieber Jan,
hilfst du nicht nur jeder einzelnen dieser mutigen Frauen, Kinder und auch Männer, denen unsägliches Recht geschehen ist. Mit deiner Arbeit hilfst du allen Opfern des brutalen IS-Regimes. Vor allen Dingen die Überlebenden des Völkermords an den Jesiden und Jesiden. Und als Leiter des Instituts für traumakulturelle Gesundheitsforschung an der DOHOG Hochschule, all das ist gebaut auf deiner Arbeit in Baden-Württemberg und in dem Sinne auch herzliches Willkommen an der Vertretung der Baden-Württembergischen Hochschule hier heute vor Ort. Darauf basiert deine wissenschaftliche Expertise, deine Vernetzung, deine Bücher und vor allen Dingen deine große Empathie und Menschlichkeit. Genau das, diese Expertise in Verbindung mit Empathie und Menschlichkeit, trägst du mit deiner Arbeit jetzt nicht nur im Irak, sondern darüber hinaus in die Welt. Damit trägst du auch das Schicksal der jesidischen Frauen und Kinder zurück wieder in die Mitte unserer Gesellschaft. Durch das Programm Baden-Württemberg, durch eure Arbeit an der Uni in Baden-Württemberg und ebenso in DOHOG zeigt ihr, was Miteinander, was Menschlichkeit ausmacht. Und zeigt ihr, dass auf der Asche des Völkermords, wie andere sagen würden, wie diesen Tekal, nicht nur Kraft wachsen kann, sondern eine unglaubliche Bereicherung entsteht, gerade auch für die Gesellschaften, wo viele jesidische Frauen ein neues Zuhause gefunden haben, die jetzt hier arbeiten, entweder bei euch selber im Institut, an der Uni, in Krankenhäusern, als Pflegerinnen und Pfleger. Zugleich wird dieses furchtbare Verbrechen, aber auch die Kraft des Überlebens damit nicht nur dokumentiert im Nordirak, im Irak, in der ganzen Region, sondern auch bei uns hier in Deutschland. Von dieser Expertise lernen wir alle als Gesellschaft sowie die internationale Gemeinschaft. Und deine Arbeit, dein Wirken eigentlich im psychologischen, im traumatologischen Bereich hat auch eine neue Öffentlichkeit geschaffen, genau für diese Verbrechen und für die Stärke der Frauen. Opfer Überlebende zu nennen, das ist eine jüngere Entwicklung, auch aus diesem Geiste und der Kraft der Jesidinnen und Jesiden. So wie es die Jesidin Shirin in ihrem Buch beschreibt, mit dem Titel »Ich bleibe eine Tochter des Lichts«. Ein Buch, das du gemeinsam mit ihr geschrieben hast, ihre Stimme verstärkt hast. Denn das Ziel der Terroristen ist, das Licht, die Stimmen der Frauen, der Jesidinnen und Jesiden auszulöschen. Du aber hast geholfen, mit deiner Arbeit genau das Gegenteil zu tun. Dass das Licht der mutigen Jesidin so viel stärker ist als der Terror. Dass es weiter leuchtet, noch stärker leuchtet in der Welt. Ich habe dieses Buch gelesen. Beziehungsweise ich habe es immer wieder angefangen zu lesen. Weil was da beschrieben wird, das kann man nicht einfach so lesen wie ein anderes Buch. Ich hatte es dabei, als ich zum ersten Mal selber in den Nordirak gereist bin. Das war vor 6 Jahren als Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Und genau auf dieser Reise haben wir uns dann beide kennengelernt. Wir waren zusammen in einem großen Flüchtlingscamp. Und ich erinnere mich heute nicht nur gut daran, weil die Begegnung mich damals so sehr bewegt hat, sondern weil ich dieses gemeinsame Reisen, diese Begegnung, die wir dort hatten, mitgenommen habe in meine heutige Arbeit. Wir waren zusammen in einem dieser vielen unzähligen Flüchtlingszelte und haben eine Mutter getroffen, die gerade erst ihren verschleppten Sohn wieder in den Arm nehmen konnte. Aber sie konnte ihn im wahrsten Sinne des Wortes nicht in den Arm nehmen. Und wie man sich vielleicht vorstellen konnte, wusste ich überhaupt nicht, wie man sich in so einer Situation verhält. Denn dieser Sohn war gebrainwashed von den IS-Kämpfern, verschleppt. Er war ungefähr 10 Jahre, als wir ihn getroffen haben, verschleppt einige Jahre zuvor, konnte seine Muttersprache nicht mehr, verhielt sich eher wie ein Kleinkind und damit auch im Verhalten zu seiner eigenen Mutter. Das war ein hartes Gespräch, weil deutlich wurde, wie sehr dieser kleine Junge vom IS
indoktriniert worden war, wie eingetrichtert worden war, gegen die eigene Familie, die eigene jesidische Gemeinschaft zu hetzen. Du hast dort einfach erstmal nur gesessen. Und das auszuhalten, einfach nur da zu sein. Nicht diesen Bedarf zu haben, gleich erstmal was zu sagen. Das habe ich nie vergessen. Du hast mit deiner ganzen, natürlich therapeutischen Professionalität dann ein Gespräch ermöglicht, obwohl der Junge eigentlich in seiner Muttersprache gar nicht sprechen konnte. Durch Menschlichkeit, durch Blicke, durch Gesten. Hast dieser Mutter und dem Jungen Kraft gegeben und ehrlich gesagt auch mir, weil du meintest, es ist ein langer Prozess. Aber wir werden nachher Kinder, Jugendliche, Frauen treffen, mit denen wir schon länger arbeiten. Ich musste an diese Situation sehr oft denken. Begleitet dieses Bild immer wieder, als ich auf meinem Reisen war, an andere Orte des Schreckens auf dieser Welt, nach Nigeria oder Mali. Wo ich in Nigeria eine Frau getroffen hatte, die sich 8 Wochen zuvor, nach über 8 Jahren selbst befreit hatte aus den Händen von Boko Haram, mit ihren kleinen Kindern, die offensichtlich aus dieser Gefangenschaft entstanden sind. Und in diesem Moment einfach da zu sein, ohne ein Wort zu sagen, dafür warst du für mich all die Jahre immer ein Beispiel. Ein Beispiel, deutlich zu machen, es lohnt. Jeder einzelne Mensch, jede einzelne Person. Und zwar nicht nur für die betroffenen Opfer, sondern gerade auch für ihre Kinder. Um zu verhindern, dass eine nächste Generation dem Terror unterworfen wird. Dass die Trauma, die Narben der Überlebenden, sie werden nie verheilen. Aber du hast wichtig gemacht, auch auf dieser Reise, dann später an der Uni, als eine große Tagung stattgefunden hat, und auch diesen Satz habe ich nie vergessen, wir werden die Narben nie vollends verheilen können lassen. Aber was wir tun können, ist zu helfen, dass sich diese Narben und damit diese Trauma des Völkermordes nicht über Generationen vererben. Und in dem Sinne wird dein Wirken für einzelne Personen so viel größer. Wichtig für ganze Generationen und auch Gesellschaften. Das Landesaufnahmeprogramm Baden-Württemberg hat dazu beigetragen, dass 1100 jesidische Frauen und Minderjährige aus Nordirak in Deutschland aufgenommen wurden. Darunter auch die spätere jesidische Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad. Du hast die medizinisch-psychologische Leitung des Programms übernommen, bist immer wieder in den Irak gereist, um die Opfer therapeutisch zu befragen, zu betreuen und sie dann zu uns zu bringen. Aber auch ganz schwierige Entscheidungen zu treffen. Auch das möchte ich deutlich betonen. Das Landesaufnahmeprogramm hatte 1100 Plätze. Wir haben, auch hier sind unterschiedliche Vertreter aus dem Bundestag da, aus Bundesländern, versucht, weitere Aufnahmeprogramme aufzubauen. Manche Bundesländer sind dem gefolgt. Aber es waren eben nicht nur 1000, nicht nur 2000, nicht nur 3000. Es waren über 10.000 Betroffene, manche sind nach wie vor verschleppt. Und in solchen Momenten auch Entscheidungen zu treffen, wer wird aufgenommen und wer wird nicht aufgenommen. Das sind aus meiner Sicht die allerschwierigsten Entscheidungen gewesen. Und gerade dafür ebenso der besondere Dank und die besondere Ehrung. Weil die Kraft ist es, auch solche Entscheidungen treffen zu können, weil man weiß, man kann einige damit retten. Durch deine Unterstützung haben in den Folgejahren viele weitere jesidische Überlebende des IS-Terrors Schutz in anderen humanitären Aufnahmeprogrammen gefunden, auch in anderen Ländern. Frankreich zum Beispiel. Macron hat sich genau an diesem Programm mit orientiert. Dir aber geht es nicht nur um den einen Moment, nicht nur um den Moment, Menschen zu retten. Dir geht es um nachhaltige, dauerhafte Arbeit. Darum, die Menschen im Irak selbst in der Traumaarbeit zu stärken, Gesellschaften wieder zu stärken.
Das Institut, das du 2017 in Dohu gegründet hast, hat in den vergangenen Jahren 92 Psychologen und Traumatologinnen ausgebildet. Die ersten lizenzierten Psychotherapeuten im gesamten Irak. Aus dem Programm für die Überlebenden des IS ist damit erstmalig geworden, dass es im gesamten Land überhaupt Traumatologinnen gibt, Psychologinnen ausgebildet werden. Auch das zeigt, und das ist mir wichtig, gerade in diesen Zeiten, aus der vermeintlichen humanitären Arbeit, diesen Soft Measures und Skill, wächst immer auch eine Stärke, wenn man sie klug nutzt, für eine gesamte Gesellschaft. Arbeit macht Frauen, macht ganze Gesellschaften stärker. Die Experten, die den Opfern helfen, ihren Schmerz zu ertragen und sich in eine bessere Zukunft zu tragen, so wie die stillende Frau aus dem Bus, sie sind damit auch beispielhaft, was eine Gesellschaft insgesamt schaffen kann. Was dir bei deiner Arbeit vor Ort besonders wichtig ist: Am Institut sind immer etwa 50% Männer und 50% Frauen. In den letzten Studiengängen überwiegte der weibliche Anteil. Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass alle religiösen Minderheiten berücksichtigt werden, wie etwa Christen und Jesiden. Ich bin froh, dass wir dieses Projekt als Auswärtiges Amt, als Bundesrepublik Deutschland über den DAAD seit Jahren fördern konnten. Also diejenigen, die dort ausgebildet werden, akademisch ausgebildet werden. Und Mona und ich haben vorhin darüber gesprochen, viele der Studierenden, die dann hin und her pendeln, bereichern eben nicht nur das Gesundheitssystem im Irak, sondern dann auch in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern. Dieses Projekt ist ein wirkliches Hoffnungsprojekt. Ich wünsche mir und appelliere daher an alle, die bei uns im Lande in Zukunft politische Verantwortung tragen, dass wir uns dieser wichtigen Arbeit weiter mit Entschlossenheit stellen und diese positiv annehmen. Nicht als Hilfe für andere, sondern als Stärkung von uns allen. Denn ich muss oft an etwas anderes denken, was du, lieber Jan Kieselhahn, gesagt hast und was deine Arbeit auszeichnet. Ich zitiere: Wir können die Menschen therapien, aber was sie verdienen und brauchen, das ist Gerechtigkeit. Weil ohne Gerechtigkeit der Schmerz nicht enden kann. Dafür hast du dich mit so vielen anderen hier im Saal, wie auch deiner Frau Mona, stark gemacht. Dafür, dass wir die Verbrechen benennen als das, was sie sind: ein Völkermord. Deswegen war es so überfällig, dass wir uns auch im Deutschen Bundestag im letzten Jahr dazu endlich bekannt haben. Wenn wir den Opfern Gerechtigkeit verschaffen wollen, dann muss es auch darum gehen, die Täter zur Verantwortung zu bringen, die Verbrechen strafrechtlich aufzuarbeiten. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat 2021 einen vormaligen IS-Kämpfer wegen Völkermord an den Jesiden verurteilt. Das war in dieser Form ein weltweit erstmaliges Urteil. Wahrscheinlich auch nur möglich durch deine Arbeit zuvor. Es war ein Meilenstein im Kampf gegen Straflosigkeit, weil so die Täter zur Rechenschaft gezogen werden und weil das Verbrechen an den Jesiden als das benannt worden ist, was es war: ein Völkermord. Und weil auch explizit die sexualisierte Gewalt und die Versklavung von Frauen jetzt angeklagt wird und nicht unter Terrorismus subsumiert wird. Auch das schafft Gerechtigkeit für die Opfer. Denn Ziel ist es, das zeigen nicht nur die Verbrechen an den Jesiden, sondern in allen Konflikten sehen wir das, durch sexuelle Gewalt ganz bewusst Frauen zu brechen. Und wenn man Frauen bricht, dann bricht man Familien, dann bricht man Dörfer, dann bricht man Gesellschaften. Und daher ist das Gegenteil ebenso wichtig. Wenn diese Opfer, diese Frauen gestärkt werden, dann stärkt man Gesellschaften und verhindert das Zerbrechen von ihnen. Viele der Überlebenden, lieber Jan, die du und deine Kolleginnen und Kollegen therapiert haben, sind heute als Zeugen an Verfahren des Generalbundesanwalts gegen IS-Angehörige beteiligt.
Es ist daher auch dir und diesen mutigen Frauen zu verdanken, dass diese Verbrechen nicht nur angeklagt, sondern dann auf Grundlage der Beweise auch geurteilt werden konnte. Auch da arbeiten wir als Auswärtiges Amt mit den unterschiedlichen Experten Hand in Hand, Beweise zu sichern und dann irgendwann zur Anklage zu bringen. Davon wurde und wird weiter viel gelernt. Nicht nur in anderen Konflikten wie jetzt in Syrien, sondern diese Arbeit ist auch wichtig in Bezug auf die Verbrechen von russischen Soldatinnen und Soldaten in Form von Folter, sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung, die jetzt zur Anklage gebracht werden. Wir können immer gemeinsam und miteinander lernen. Wir wissen, dass die Aufarbeitung wichtig ist, weil sie den Opfern eine Stimme bringen, weil sie für Gerechtigkeit sorgen und weil sie damit der Grundpfeiler für dauerhaften Frieden sein können. Sie haben das sicherlich mitbekommen, heute Nacht bin ich aus Syrien zurückgekommen. Und auch dort sehen wir genau dieses Element, wie wichtig jetzt die Aufarbeitung dieser Verbrechen ist. Dass die Assad-Verbrechen aufgearbeitet, angeklagt, die Täter verurteilt und zur Rechenschaft gezogen werden, damit das Gefühl der Straflosigkeit nicht umschlägt in neue Gewalt, weil wir überall erleben, dass genau dieses Gefühl von anderen bewusst ausgenutzt und instrumentalisiert wird. Zitat: Es geht um das Gefühl von Gerechtigkeit. So hast du es, lieber Jan, gesagt. Und Gefühle sind bekanntermaßen nichts Rationales. Und deswegen ist diese Frage der Gerechtigkeit und die Opferarbeit so entscheidend. Es geht weiter im Zitat: Wenn unsere Patientinnen und Patienten ein Stück Gerechtigkeit erfahren, hilft ihnen das dabei, mit ihrem Trauma umzugehen und eine Perspektive für die Zukunft zu entwickeln. Zitat Ende. Und genau deswegen freut es mich so sehr und viele Dinge sind Zufall, auch wenn in der Politik dann oft das Gegenteil behauptet wird, wenn es erfolgreich ist, dass heute deine Ehrung mit dem Bundesverdienstkreuz so ein bisschen zusammenfällt mit der Rückkehr gerade meiner Reise aus Syrien, weil ich dort gestern mit bekannt geben konnte, dass wir nicht nur weitere 25 Millionen zur Beweissicherung für die Weißhelme als Bundesrepublik zur Verfügung stellen, sondern mein erster Gedanke, als ich im Januar hingereist bin: Deine Arbeit muss in Syrien jetzt weitergehen. Da haben wir in den Wochen dazwischen intensiv dran gearbeitet und es freut mich, sagen zu können, dass du deine Expertise schon genau genutzt hast für Syrien, dass es jetzt ein Behandlungsleitfaden für traumatisierte Menschen entwickelt werden soll, um die Fortbildung für Traumatherapeutinnen aufzusetzen, mit dem Ansatz, den du im Irak schon damals so verfolgt hast: Train the Trainers. Der Möglichkeit dessen, dass die Menschen in Syrien davon jetzt profitieren können, dass im Nordirak Therapeutinnen und Therapeuten ausgebildet worden sind und einige von ihnen dann auch in Syrien als Trauma- und Psychotherapeutinnen wirken können. Lieber Jan, du hast eindrücklich beschrieben, was für eine enorme innere Kraft die Frauen und Kinder haben, die du therapierst, trotz der furchtbaren Dinge, die sie selbst erlebt haben. An dieser Stelle, weil ich deine Familie hier auch kennenlernen durfte, deine 2 Töchter und deine 2 Söhne, kurz jedenfalls beim Hallo sagen, auch ein persönliches Wort. Die Kraft braucht es nicht nur von denjenigen, die diese furchtbaren Verbrechen erlebt haben, von Experten wie die und vielen anderen hier im Raum, sondern auch immer bei den Familien dahinter. Ich kann mir keinem vorstellen, ihr wart damals ja 10 Jahre jünger als heute, also Teenager oder vielleicht noch ein bisschen jünger, was es für euch bedeutet hat, dass euer Vater mitten reingefahren ist in diesen Völkermord. In Deutschland wurde in den Medien ja kaum darüber berichtet, aber natürlich war es, oder sicherlich war es bei euch in der Familie ein Thema. Was das mit den eigenen Kindern macht und deutlich zu machen, es ist so wichtig, weg zu sein auf unbekannte Zeit in einer Region, wo man nicht weiß, wie es weitergeht.
Dafür braucht es eine starke Familie und daher möchte ich an dieser Stelle auch Danke sagen an deine Familie, an euch als Kinder, weil ohne diesen Rückhalt wäre sicher auch das nicht möglich gewesen. Ich kämpfe weiter, ich will überleben. Das ist die Quintessenz des Buches von Shirin. Ich bleibe eine Tochter des Lichts. Von dieser Stärke können wir alle als Gesellschaft gerade in diesen Zeiten viel lernen. Heute nennen wir das Resilienz. Es braucht jede Gesellschaft, auch jede Demokratie. Gerade jetzt in diesen Wochen, wenn man mit Blick auf die furchtbaren Nachrichten aus aller Welt, die Verseuchung des Miteinanders live immer wieder erlebt. Auf den Handys, bei Social-Media-Feeds, wo man nicht mehr weiß, was Wahrheit und was Lüge ist, wo gezielt mit Empathie, eigentlich der Stärke von Gesellschaften und Völkerverbindungen gespielt wird, indem man Dinge inszeniert, die vielleicht gar nicht stattgefunden haben, um noch mehr Gewalt vom Zaum zu brechen. Auch deswegen ist es so wichtig, dass die Arbeit vor Ort stattfindet, dass gesehen wird, was wirklich passiert und die Zeuginnen und Überlebenden weltweit davon berichten können. Genau das hast du getan, all die Jahre. Und deswegen ist das hier eine Zwischenauszeichnung. Aber Kraft tanken heißt immer wieder, sich auch bewusst zu machen, was man geschafft hat. Wenn man Dinge selbst in die Hand nimmt, wenn man nicht genau weiß, wie das ausgeht mit einem solchen Landesaufnahmeprogramm, wo nachher alle applaudieren, dass man 1100 Menschen das Leben gerettet hat, was vorher keiner wusste und wo ganz viele von abgeraten haben. Du hast genau das getan, mit deiner Expertise, mit deinen wissenschaftlichen Kenntnissen, mit deiner Empathie, mit deiner Menschlichkeit und ja, mit deinem Mut. Um einzustehen für andere, um Dinge zum Besseren zu wenden. Dafür wirst du heute ausgezeichnet. Für diesen Mut, diese Entschlossenheit und die tiefe Menschlichkeit. Es ist mir eine große Ehre, als Außenministerin im Namen der Bundesrepublik Deutschland, dich, lieber Jan-Ihan Kieselhahn, heute mit dem Bundesverdienstkreuz im Namen des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland auszuzeichnen. Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland dir jetzt zu übergeben. Ich gratuliere von Herzen für diese besondere Auszeichnung und verweige dich im tiefsten Respekt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Verleihungsurkunde in Anerkennung der um die Bundesrepublik Deutschland erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Professor Dr. Jan-Ihan Kieselhahn das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland im Namen des Bundespräsidenten. Herzlichen Glückwunsch. Sehr geehrte Frau Außenministerin Baerbock, liebe Annalena, sehr geehrte Ministerinnen und Minister, sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin Arras, sehr geehrte Frau Ministerin Schopper, sehr geehrte Exzellenzen, sehr geehrte Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Bundestagsabgeordnete und Abgeordnete des Landtages, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzte Freundinnen und Freunde und meine Familie. Ich glaube, Sie können sich alle vorstellen, dass es heute ein Tag voller Emotionen ist und bin sehr berührt,
was Sie heute gesagt haben. Und es ist aber auch gleichzeitig ein Tag der Dankbarkeit und des Demutes, aber auch gleichzeitig für mich ein Tag der Nachdenklichkeit, in was für einer Welt wir leben und wie wir es vielleicht auch besser machen können. Also stehe ich heute vor Ihnen, um diese hohe Auszeichnung zu bekommen, aber an dieser Stelle möchte ich vor allem all denen danken, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Zunächst meine Familie, insbesondere meine Frau Mona, meine Kinder Herbal, Robin, Mira und Lori. Ich bin euch unendlich dankbar, dass ihr immer an meiner Seite wart, verstanden habt, mit mir diskutiert habt. Ich möchte aber auch meine Hochschule, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, danken. Frau Präsidentin Professor Dr. Klerl ist heute anwesend, die mich immer wieder auch unterstützt haben, dass wir überhaupt diese Arbeit in Baden-Württemberg auch machen können. Meine Kolleginnen und Kollegen, sowohl im Inland als auch im Ausland, heute vertreten durch Professor Dr. Hautzinger von der Universität Tübingen, aber auch den unermüdlichen Team des Sonderkontingentes, heute vertreten durch meinen Freund Michael Blume, der dieses Sonderprojektkontingent geleitet hat. Lisa Stengel, die neben mir sitzt, vielen Dank für eure Hilfe, aber auch der Stiftung Entwicklung Zusammenarbeit, Philipp Keil und Lauritz Nowak möchte ich Ihnen danken. Und insbesondere möchte ich auch, Herr Hupfliet, im Namen des Landes Baden-Württemberg, sozusagen Sie stellvertretend dem Land Baden-Württemberg danken. Ohne Ihnen und dem Land und alle Parteien und Fraktionen wäre eine solche große humanitäre Arbeit, aber auch mit den Folgen einer neuen Entdeckung von Forschungsideen, wie weiterarbeiten kann, nicht möglich. Und wir arbeiten weiter daran. Ja. Ich möchte aber all denen danken, die mich auf diesem Weg vor allem geprägt haben, zutiefst geprägt haben. Menschen, deren Geschichten Annalena Baerbock, Frau Außenministerin, eben erzählt hat, die Unvorstellbares erlitten haben und trotzdem nie aufgehört haben, den Glauben an das Leben zu gewinnen. Sie haben heute noch. Ich danke euch für euren Mut, für euren unermüdlichen Kampf in den dunkelsten Stunden eures Lebens weiterzuleben, weiterzukämpfen. Und Sari, Ferhat, Jian, ihr seid die Überlebenden, stellvertretend heute hier. Ihr habt mein Leben verändert, nicht ich euers Leben. Und dafür bin ich euch endlich dankbar und verneige mich im Namen der Überlebenden dieses Genozids vor euch meinen tiefsten Demut und Dankbarkeit. Vielen Dank. Das ist also der Mensch und das sind wir. Ich bin Wissenschaftler, Therapeut und meine Forschung beschäftigt sich mit den tiefen Narben, die Flucht, Gewalt und Kriege in den Seelen der Menschen hinterlassen. Wunden, die über Generationen hinweg Spuren hinterlassen. Unsichtbar, aber wirksam. Unendlich. Denn ein Trauma endet nicht mit dem letzten Schuss eines Krieges. Es wirkt weiter, es lebt weiter. In den Erinnerungen, in den Körper, in den Familien, in der Gesellschaft. Und es verändert uns und es kann uns zerstören, wenn wir nicht richtig damit umgehen. Das ist der Mensch, das sind wir. Aber ein Trauma kann auch lehren. Ein Trauma ist nicht das Ende. Ein Trauma ist vielleicht der Beginn eines Kampfes für einen neuen Anfang. Das ist der Mensch, das sind wir. Meine Großeltern und Urgroßeltern waren Flüchtlinge. Sie haben vieles verloren. Ihre Heimat, ihre Familie, ihr Leben, wie sie es einmal kannten. Ihre Ängste und ihre Traumata sind ein Teil meiner Kindheit geworden. Ich habe früh gelernt, dass Angst nicht nur in der Vergangenheit lebt. Angst wirkt weiter in den Blicken, in den Gesten, in den Worten, die sie uns übermitteln. Heute erleben wir Ähnliches in vielen Gesellschaften der Welt.
Und es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Wir wissen, dass traumatische Erfahrungen nicht nur psychologische, neurologische, sondern neurologische und epigenetische Spuren hinterlassen. Die Wunden der Eltern werden zu den Ängsten ihrer Kinder. Die Unsicherheit der Großeltern zeigt sich sehr häufig durch das Misstrauen gegenüber der Welt. Doch das heißt nicht, meine Damen und Herren, dass wir Gefangene der Vergangenheit sind. Meine Forschung zeigt eben, dass wir heilen können. Es gibt Wege, Menschen aus den Traumata zurück ins Leben zurückzuführen. Wege, die nicht alle auf Medikamente setzen, sondern auf psychologische, aber auch kulturelle und soziale Unterstützung. Denn Heilung findet nicht nur in der Therapie statt. Sie findet in Beziehungen statt. Sie findet in der Gemeinschaft statt. Sie findet in unserer Gesellschaft statt, wenn wir wissen, wie wir damit umgehen. Allerdings sehen wir zugleich auch, und das ist die andere Realität, Menschen, die keine Chance haben, aus dieser Unsicherheit, aus dieser Angst herauszukommen, weil sie gefangen sind. Seit nun 10 Jahren leben fast 300.000 Jesiden und Jesiden in den Flüchtlingslagern in Nordirak, Kurdistan, ohne eine wirkliche Perspektive. Die Suizidrate steigt in den Camps, das beobachten wir mit unseren Teams. Die psychischen und seelischen Erkrankungen nehmen zu. Eine Rückkehr in den Siedlungsgebieten ist kaum möglich. Sie möchten aber zurück, aber es ist noch vieles zerstört. Und die Folgen des Genozids, und das zeigt auch die Forschung, auch bei den Jesiden ist noch nicht vorbei. Und sie wird vermutlich über Generationen hinweg noch wirken. Gleichzeitig lassen Sie mich aber auch das sagen und die Gelegenheit hier wahrnehmen, umso unverständlicher ist es für mich und für viele der Jesiden und Aktivisten, die hier sind, dass Jesiden in den Irak abgeschoben werden. Heute noch. Die Anerkennung des Genozids an die Jesiden und durch das deutsche Parlament, Frau Außenministerin hat es erwähnt, war ein wichtiger Schritt. Aber es darf nicht bei einer symbolischen Geste bleiben. Im Jahr 2023 hat der Deutsche Bundestag den Genozid offiziell anerkannt. Und für mich und viele der Menschen war das nicht nur die Anerkennung des erlittenen Leids, sondern auch die Anerkennung des Existenz eines Volkes, die seit mehr als 1400 Jahren verfolgt werden, unzählige Massaker erlebt haben und es irgendwie überstanden haben. Bis 2014 übrigens war die jesidische Gemeinschaft in der Welt kaum bekannt. Niemand kannte die Jesiden. Also erstmal in ihrer Geschichte durch diesen Genozid hat die Welt von den Jesiden erfahren. Inzwischen von über 13 Ländern dieses Genozid anerkannt bekommen. Also ist es nicht nur die Anerkennung des Genozids, es ist die Anerkennung des Existenz eines Volkes. Und das ist die Gerechtigkeit auch, dass die Gerechtigkeit widerfahren, weil die sagen, ja, es gibt uns. Wir existieren als Menschen und als Gruppe. Für diese Anerkennung des Genozids danke ich von Herzen Ihnen, dir, Frau Lena Baerbock. Sowie den Mitgliedern des Menschenrechtsausschusses, heute vertreten durch Max Lux und Peter Heid. Vielen Dank euch und allen anderen Mitgliedern und dem Bundestag und vor allem aber auch der Stelle für jesidischen Angelegenheiten, die das erst überhaupt ermöglicht hat. Mein Dank an dieser Stelle gilt aber auch insbesondere Frau Düsen-Tekkal, der bekanntesten jesidischen Stimme in Deutschland, die unermüdlich auf die Lage ihres Volkes aufmerksam macht und Hilfe leistet. Ich danke Mirza Dinay, der unermüdlich zwischen Deutschland und Irak hinreist und dafür kämpft, dass auch im Irak Jesiden Gerechtigkeit widerfahren. Vielen Dank. Doch Anerkennung bedeutet, dass wir auch Verantwortung übernehmen. Wir müssen uns eigentlich die Frage jetzt stellen, was ist nun zu tun? Was müssen wir machen, damit dieses Volk überlebt? Wenn wir also über Frieden sprechen, dann denken wir oft in politischen Kategorien, Interessen, Strategien, Macht. Doch Frieden beginnt nicht in Verhandlungen zwischen Staaten im Einzelnen
Frieden beginnt dort, wo wir aufhören, Menschen nur als Zahlen in der Migrationsstatistik zu sehen. Wo wir nicht nur um nationale Interessen, sondern um menschliche Würde kämpfen. Frieden beginnt dort, wo wir begreifen, dass eine Gesellschaft nur so stark ist wie das schwächste Glied. Ich habe Menschen gesprochen, die während der IS-Geiselhaft gefoltert worden sind. Mit Müttern, die tagelang beobachten mussten, wie ihr kleines Baby ermordet wurde, langsam gequält wurde. Ich habe mit Kindern gesprochen, die Gewalt erfahren haben und gezwungen wurden, Gewalt anzuwenden. Auch das ist der Mensch, das sind wir. Und was mich immer wieder berührt, ist nicht nur ihr Leid, sondern der Wille, weiterzuleben. Weiterzuleben. Die Menschen fragen nicht nach Macht oder Politik. Sie fragen nach einem Bett, sie fragen nach Sicherheit, sie fragen nach einer Zukunft. Das ist der Mensch, das sind wir. Wir Menschen haben die Kraft zu zerstören. Aber wir haben auch die Kraft aufzubauen, helfen, zu heilen. Deswegen ist diese Auszeichnung für mich nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Mahnung an unsere gemeinsame Verantwortung, eine Mahnung, nicht zu schweigen, wenn Menschen leiden. Eine Mahnung, nicht zu vergessen und wegzusehen, wenn Menschen verfolgt werden. Und eine Mahnung, dass wir als Gesellschaft immer stärker sind, wenn wir gemeinsam handeln. Ich habe in Kriegsgebieten gearbeitet. Ich habe Frauen in Geiselhaft behandelt. Ich habe Frauen und Männer aus Afghanistan, dem Iran, Irak, Nigeria und viele, viele anderen Ländern der Welt begutachtet und behandelt. Ich habe in den Augen von den Überlebenden den tiefsten Abgrund, den sie je nicht vorstellen können, gesehen. Und gleichzeitig aber auch den Willen, weiterzuleben. Auch das ist der Mensch und das sind wir. Ich habe dabei gelernt, einen Menschen nicht nach seiner Vergangenheit, ein Mensch ist nicht seine Vergangenheit. Ein Mensch ist nicht nur sein Trauma. Und ein Mensch ist nicht das, was ihm angetan worden ist. Ein Mensch ist immer mehr, immer mehr. Heute erhalte ich das Bundesverdienstkreuz, doch die Ehrung gehört all denen, die Tag für Tag für eine bessere Gesellschaft eintreten. Denen, die Geflüchtete willkommen heißen, die sich für Gerechtigkeit engagieren und die den Mut haben, Brücken zu bauen. Meine Eltern kamen nach Deutschland, damit ihre Kinder in Sicherheit aufwachsen. Heute sind meine eigenen Kinder Weltbürger. Und ich hoffe, dass sie gute Brückenbauer sein werden. Sie sehen keine Widersprüche in ihrer Identität und sie protestieren dort, wo Ungerechtigkeit sie erkennen. Ich wünsche mir, dass wir uns alle diese Haltung, eine ähnliche Haltung bewahren. Dass wir in Zuversicht statt in Angst leben. Dass wir nicht hassen, sondern uns bemühen zu verstehen. Und dass wir keine Mauern bauen, sondern Türen öffnen. Es gibt ein kurdisches Sprichwort, das besagt, ein Mensch ist reich durch das, was er gibt und nicht durch das, was er nimmt. In diesem Sinne, lassen Sie uns gemeinsam reich sein. Reich an Mitgefühl, reich an Menschlichkeit, reich an Hoffnung. Das ist der Mensch, das sind wir. Ich danke Ihnen von Herzen und für alle, die hier waren und danke für die Ehre.
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind nun zu einem Empfang auf Einladung der Bundesministerin des Auswärtigen geladen. Vielen Dank. Schön, danke. Genau. Sehr gerne. Sind wir für Sie sind noch da. Ich komme her. Aber das Licht ist noch hinten. Das Licht, das kommt entgegen. Ich glaube, das ist vielleicht draußen. Hier muss man halt hin. Dankeschön. Einmal Entschuldigung. aber lass erstmal die anderen vorstellen. Wunder. So, das hast du gut. Doch, inhaltlich. Das nicht, aber. Einmal die Kamera. Da kannst du einfach vorne mit der Warte kurz. Und gerade, wenn es geht. Also, Vertical. Ja, andersrum. كيف؟ والله ما يسهل انك طالب يعني Ich danke dir vielmals. Dankeschön. Danke. Ja, da sind viele dabei. Sehr gut. Haydi muhacir. Super, Dankeschön. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, macht ihr.